Ich wache über jeden Herzschlag. Und ich bin dabei, wenn das Herz überfließt. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbacher. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß dich miteinander. Herzlich willkommen. Willkommen bei uns im Labor. Schön, seid ihr dabei heute Abend. Guten Abend. Ja, super Stimmung hier bei uns in diesem heimeligen Labor bei einer lauwarmen Herbstnacht, wenn man dem so sagen darf. Wenn man so ein bisschen denkt, dass man sich jetzt einen Moment Zeit nehmen kann, zum Hinterlehnen, um uns zuzuhören, dann ist mir eigentlich so beim Vorbereiten von der Sendung in den Sinn gekommen, man hat heute fast gar keine Zeit mehr. Man muss SMS schicken, man muss die Mails checken, man muss auf Facebook präsent sein und dann auch noch schnell einkaufen und zwischen sogar noch ein bisschen arbeiten. Zeit, die ist ein rares Gut geworden. Und in diesem Sinn ist es ja vielleicht gut, wenn man mal ein bisschen Moment durchschnauft und sich über die Zukunft ein paar Gedanken macht. Und darum haben wir gefunden, das Thema der heutigen Sendung wäre ideal, wenn man es mal Zukunftsmusik nennen. Und über ihre Zukunft berichten bei mir jetzt die folgenden Gäste. Zukunftsmusik in Sachen Musikkarriere. Er ist noch nicht einmal 20 und bezaubert mit seiner Baritonstimme schon das Publikum auf der halben Welt. Eine bessere Zukunft nach einer trüben Vergangenheit. 14 Jahre lang hat er im Drogensumpf nur für den nächsten Kick gelebt. Heute ist er über den Berg und beweist, dass man es schaffen kann. Und so sieht der Koch der Zukunft aus. Die junge Dame macht uns mit ihren Ideen lustig auf ihre Naturküche. Und was sie aus den Lebensmitteln zaubert, das ist eine ganz grosse Überraschung, die wir für euch parat haben. Ja, und mein erster Gast, mit dem zusammen möchte ich gerne ein bisschen in die Zukunft unserer Gesellschaft schauen. Wie sieht denn unsere Welt in 20 Jahren aus? Stellen uns die Roboter, Bütz, uns Menschen? Oder hilft Technologie, ein viel angenehmeres und noch schöneres Leben zu führen, als wir es jetzt schon haben? Er schaut nicht in die Sterne und auch nicht in die Kristallkugeln. Er heisst nicht Mike Shiva und auch nicht Frau Tessier, sondern er nennt sich Futurist. Aber seine Aussagen sind ziemlich handfest und wir können gespannt darauf sein. Herzlich willkommen, Gerd Leonhardt. Schön, sind Sie da. Danke schön. Nehmen Platz. Danke. Ihr nennt euch Futurist. Das heisst, wie unterscheiden sich eure Prognosen vom Kaffeesatzlesen? Ich hoffe, Sie sind realistischer. Also als Futurist beobachte ich, was um mich herum passiert, was in den nächsten 5 Jahren kommt und was wahrscheinlich ist, dass die Welt verändert, dass wir uns darauf vorbereiten können. Also es ist nicht Voraussage, sondern Analyse oder Beobachten oder Spüren einfach. Wie wird man Futurist? Ihr seid doch eigentlich von Haus aus Musiker gewesen. Ich war Musiker und dann war ich auf dem Internet als Internet-Entrepreneur in San Francisco in der ganzen Internetzeit. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, Die Zukunft der Musik. Und dann hat jeder gesagt, du bist ein Zukunftsmensch, ja, ein Futurist, also auf Englisch Futurist. Ja. Und dann bin ich da hineingefallen und habe gemerkt, dass ich eine Gabe habe, das ein bisschen vorauszusehen, ein bisschen mehr als die meisten. Also tauchen wir miteinander in die Zukunft. Gehen uns Menschen in Zukunft geht uns Bütz aus, weil die Maschinen, die Roboter das viel besser machen als wir? Also ich glaube, es ist eigentlich klar, dass Software und Maschinen und Roboter viele Jobs übernehmen werden, wie zum Beispiel der Checkout im Supermarkt oder Buchhaltung oder triviale Jobs von Einordnen und solchen Dingen. Aber ich glaube, was da passiert, ist, dass wir eigentlich wieder mehr Mensch sein können. Wir können also wieder die Jobs machen, die uns eigentlich braucht, nicht diese robotermäßigen Jobs vielleicht, also mehr Jobs wie zum Beispiel Therapie, wie zum Beispiel Design, wie Verhandlungen, also menschliche Jobs. Mhm. Aber trotzdem verändert Technologie unsere Zukunft im Guten oder auch im Bösen? Es hat ja immer 2 Seiten, so eine Medaille. Das ist die sogenannte Himmelhölle, die man dazu sagt. Also Technologie hat sicherlich beide Seiten. Das ist so, als wenn Sie sagen, nukleare Energie kann wahrscheinlich sehr schlecht sein oder vielleicht auch sehr gut, je nachdem, wie man es sieht. Ja.
Bei Technologie haben wir natürlich auch Dinge wie zum Beispiel Suchtbildung oder eben, dass wir unser Gehirn transferieren in diese mobilen Geräte. Das sind viele Dinge, die also schlecht sind, aber auch sehr viele, die sehr gut sind. Ja? Dass wir Zeit sparen, dass wir effizienter sein können, dass wir Energie besser regeln können. Diese ganzen Dinge sind sehr positiv. Die sagen, dass man süchtig werden kann. Braucht es schon gleich mal Suchttherapeuten für Internetsüchtige? Gibt es schon, ja. Also das ist schon ziemlich verbreitet. Also in Korea gibt es 46 Kliniken. Ich habe mal eine besucht, aber nicht als Gast, sondern als Besucher. 46 Kliniken nur dafür für Internet- und Spielsucht. Also hauptsächlich halt Gaming, ja, aber es ist sehr eng mit dem Internet verknüpft. Also ich glaube, da sicherlich auch eine Gefahr besteht, dass wir zu viel unsere Wünsche auslagern und schauen, wo wir jetzt essen sollen bei TripAdvisor, wo wir hingehen sollen heute Abend, wer heute Abend wo ist, dass wir zu sehr uns darauf verlagern. Das ist schon eine Gefahr auch. Der hat ein bisschen angetönt, was für Berufe wahrscheinlich verloren gehen. Also man merkt es ja schon im Shoppingcenter, man macht seine Kassenbons selber, indem dass man jetzt nicht zur Kassiererin geht, sondern in einen Automat. Was für Berufe sind denn auch noch gefährdet? Also ich würde sagen, alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Ja, das ist eine Art von digitaler Darwinismus, könnte man sagen. Ja, zum Beispiel im Flughafen sehen wir jetzt nicht mehr die Leute, die uns das Gepäck abnehmen, sondern da ist ein großes Loch, da stecke ich meinen Koffer rein und dann kommt das Ding raus und dann gehe ich weg. Ja. Und das wird Stück für Stück passieren für Buchhalter zum Beispiel, wo ich alles in den Scanner stecke und dann der wird das zuordnen und dann brauche ich meinen Buchhalter nur noch für den oberen Teil von diesem Job. Ja. Also das heisst, mit anderen Worten, wir müssen noch ganz andere Fähigkeiten uns aneignen, damit wir in den nächsten 10, 15 Jahren noch Chancen haben, einen Job zu finden. Also ich würde jetzt meinen Kindern nicht empfehlen, Taxifahrer oder Buchhalter oder Finanzanalyst zu werden, weil das wird früher oder später, wenn das Maschinen übernehmen. Da entstehen natürlich auch wieder neue Jobs, ne? Zum Beispiel die Maschinen eben warten oder programmieren. Ja? Aber auch eben ganz Verschiebungen zum Menschlichen hin, dass man zwischen den Zeilen lesen kann. Eine Software kann einen Artikel schreiben, aber eine Software hat keine Meinung. Das heißt also, wir haben schon da auch neue Chancen wieder eigentlich. Also etwas kann man uns nicht stellen, wahrscheinlich der Humor. Ich habe noch nie eine Maschine gesehen, die lustig ist. Daran arbeitet man sehr hart. Ja? Effektiv. Also IBM arbeitet daran, dass Maschinen Witze verstehen. Das Problem taucht dann wirklich auf, wenn die Maschinen sozial intelligent werden. Dann könnten sie vielleicht darauf zurückgreifen, dass sie uns eigentlich nicht mehr brauchen. Das ist eine Gefahr, die man oft in Science-Fiction-Filmen auch sieht, ja, die auch nicht ganz unrealistisch in den nächsten 50 Jahren ist. Besteht Gefahr, dass wir uns auch in Roboter verlieben? Da gibt es ja schon diverse Filme darüber. Ja. Also ich denke schon, also wenn man sieht, wie manche heute schon verliebt in ihre mobilen Geräte sind, dann ist der Schritt ja nicht weiter. Das eigentlich im Alltag. Ja. Niemand mehr schaut sich in die Augen, sondern schleckt sozusagen sein iPhone ab. Also es gibt ja in China zum Beispiel gibt in den Städten bereits Spuren für Fußgänger, die mit dem Handy unterwegs sind, so, während die anderen, die nicht, die dürfen auf dieser Spur gehen, weil Leute so verliebt in die Benutzung sind. Ja. Wo muss man aufpassen, dass man jetzt nicht plötzlich so in diesen Kanal hineinkommt, dass man eigentlich nicht mehr kommuniziert mit Menschen, sondern nur noch mit Apparaten? Wo bestehen wirklich jetzt die konkreten Gefahren im Alltag? Also konkrete Gefahr besteht eben in dieser Digitalisierung der menschlichen Beziehungen. Ja? Dass man jetzt sagt zum Beispiel, es ist mir wichtiger, den Leuten das Bild zu teilen von meinem Abendessen auf Instagram oder sowas, als wirklich mit den Leuten tatsächlich vor Ort zu essen. Also ich verbringe mehr Zeit damit, meine digitalen Dinge zu teilen, als mit den Leuten, wo ich wirklich bin. Das sind alle die, wenn es Teller kommt, sofort fotografieren und damit beschäftigt sind. In der Zwischenzeit wird es kalt, dass sie es ihren nächsten Freunden schicken können. Das wäre zu vermeiden. Wie kann man das lernen? Ich glaube, das ist eine, sagen wir mal so, es ist ein bisschen wie Alkohol oder sowas. Ja? Wenn man abends mal einen Wein trinkt oder so, ist wahrscheinlich okay. Aber morgens zum Frühstück eine ganze Flasche ist nicht so gut. Ja? Also es geht nicht um Ja oder Nein, sondern es geht um eine Balance oder auch um eine Möglichkeit zu finden, zu sagen, heute nicht und morgen schon oder mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber das müssen wir wirklich noch üben. Da sind wir noch nicht ganz da. Wir offenbaren, und das ist ja auch eine Zukunftsvision, unsere Daten in einer unglaublichen Art und Weise. Also jede Cumulus-Karte weiss mehr über mich als ich über mich selber. Wie kann man sich vor solchen Sachen schützen? Also das Sprichwort ist eigentlich, Google kennt mich besser als meine Frau.
Und das ist auch wirklich, das ist wahr. Nach 7 Jahren, wo man unterwegs ist auf Google, kennt Google eigentlich alles, was ich normalerweise gar nicht ausdrücken würde. Ja? Und ich glaube, was da passieren muss, ist, dass wir andere Rahmenbedingungen schaffen, also ein Sozialkontrakt, was mit den Daten passieren darf, ein besserer Schutz. Muss das der Staat machen oder müssen wir da selber auch so ein bisschen disziplinierter damit umgehen? Ich denke schon, dass wir auch disziplinierter sein müssen, aber ich glaube, die Technologie ist so convenient, so gut und hat so viel Macht für uns, dass wir eigentlich selber nicht in der Lage sind zu sagen, jetzt mache ich es aus oder sowas oder ich mache es gar nicht. Ich denke schon, dass da auch der Staat gefragt ist, auch Politik gefragt ist, zu sagen, die Daten dürfen nur für das verwendet werden und nicht für das. Und wir können uns so einen Datengau wie letztes Jahr mit Snowden, NSA und so, können wir uns einfach in der Zukunft nicht mehr leisten. Muss ich überhaupt noch Fremdsprachen lernen mit all den Möglichkeiten, die man heutzutage hat? Ja, das ist, glaube ich, eine von den vielen Fragen, die uns beschäftigt. Also ich denke, wenn man Apps nimmt auf seinem Phone und dann man kann live übersetzen, man spricht da hinein, das kommt raus. Also das gibt es bereits? Das gibt es bereits, ja. Man kann eine App herunterladen und ich kann sagen, jetzt bin ich gerade in Korea, jetzt muss ich auf Chinesisch sagen, ich möchte gerne eine Fischsuppe haben. Genau, das gibt es bereits, ja. Und dann sage ich das ins iPhone und dann kann ich dem Kellner das entgegenhaben. Man kann sich tatsächlich oder virtuell unterhalten, also japanische Antwort auf Deutsch hören und andere. Schweizerdeutsch ist schwierig, ja, natürlich mit der App, aber jede andere Sprache geht und das funktioniert hervorragend. Und viele Kids sagen schon heutzutage, ja, warum lerne ich denn Sprachen? Ich kann ja mit meiner japanischen Freundin auch durch die App reden. Ja? Das Gleiche kommt auch dann auf uns zu, wenn wir sagen, ich brauche nicht mehr zu schreiben, weil ich kann mit dem Computer reden. Ich brauche nicht tippen oder schreiben, sondern ich mache alles per Voice Control. Werden wir wieder Analphabeten in Zukunft? Ich bin da eher positiv. Ich glaube nicht, dass unser Gehirn reagiert nicht so auf Lesen wie auf einem Bildschirm wie von einem Buch. Und unser Gehirn braucht das Schreiben lernen, um die Entwicklung des Gehirns nach vorne zu treiben. Und ich glaube, da ist auch genau die Ergänzung, wo wir sagen, irgendwann muss auch mal gesagt werden, es ist zwar möglich, dass man nicht mehr schreibt, aber wahrscheinlich keine gute Idee. Das hoffen wir, dass das möglichst viele Leute einsehen. Sieht man auch schon eine Gegenbewegung? Also ich schreibe immer wieder mit grossem Vergnügen mit Füllfederhalter Briefe. Und das löst also Erdbeben aus beim Empfänger, weil sie sagen, ich habe seit 10 Jahren keinen Brief mehr bekommen, du schreibst von Hang. Ich kann nicht mehr von Hang schreiben. Gibt es da vielleicht wieder so eine Gegenbewegung? Also es gibt diese Bewegung von D-Tech, sagt man dazu, also aus der Technik rauszugehen. Und auch offline ist der neue Luxus. Ja, es gibt bereits Hotels, die das garantieren, dass ich nicht aufs Internet kann. Und dass das Handy nicht geht, auch vor allem in der Schweiz, sehr populär. Das ist eine gute Sparmaßnahme, ja, aber vielleicht gar nicht so Ich glaube nicht, dass es wirklich ein globaler Trend ist, wo man sagen kann, das werden die meisten machen. Weil wir müssen, das Internet ist wie Wasser. Also wenn ich jetzt keinen Strom hätte oder kein Wasser, dann wäre es auch nicht so gut. Aber wenn ich zu viel Strom habe oder Wasser, ist auch nicht gut. Das heißt, wir müssen einfach einen Kompromiss finden. Die Abhängigkeit vom Strom, wenn wir schon bei dem sind, die wird total. Ein Stromausfall führt zu einem völligen Zusammenbruch von unserer Gesellschaft. Gibt es da jetzt schon Methoden, wie man dem entgehen könnte? Ja, also da arbeiten viele Leute dran. Aber ich glaube, dass die Abhängigkeit von digitalen Geräten massiv steigen wird. Und da müssen wir Möglichkeiten finden, wie wir eine Art von Backup haben. Ja? Zum Beispiel, neulich war ich in Afrika und da wollte ich etwas nachsehen, mit meinem Sohn kommunizieren über eine App. Ja? Und kein Internet. Habe ich, das darf doch nicht wahr sein. Ich existiere nicht, weil ich kann nicht online gehen. Und ich glaube, das wird nach einer Weile auch ein Problem geben natürlich. Wie genau verhalte ich mich da und was bedeutet das? Letztendlich, das ist so ein bisschen für mich die Konklusion, muss jeder selber wissen, wie weit er gehen will und wie weit er seine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit bewahren will, um in dieser neuen technologischen Welt, die viele Vorteile bietet, auch noch als Mensch zu bestehen. Und zum Beispiel, wie ich jetzt euch in die Augen schaue. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr Leonhard, Dankeschön. vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Schönen Abend. Danke. Ja, die verrückte neue Welt, meine Damen und Herren. Ein Beruf, der sicher in Zukunft weiter wird existieren, das ist einer, der meine nächste Gesprächspartnerin hat. Sie ist in Sachen Kochen so ein richtiger Wirbelwind. Mit 25 hat sie bereits den Titel vom Chefkoch, also Betonung auf Koch, nicht auf Köche.
Und sie ist auch noch ein Mitglied von der Jugendnationalmannschaft im Kochen und hat an der Weltmeisterschaft zusammen mit ihrer Truppe vor 4 Jahren Gold geholt. Sie hat eine Mentorschaft seit Jahren mit ihm zusammen, nämlich im Entlebuch mit dem Stefan Wiesner, so einem richtigen Hexer, was die Küche anbelangt. Und überrascht immer wieder, was sie alles mit ihrer Kochphilosophie und ihren Lebensmitteln anfangen kann. Bei ihr geht es so, dass ein Lebensmittel mit Kraut, Stiel und Schale gebraucht wird und daraus etwas ganz Verblüffendes entsteht. Aber was plodere ich da vor mir hin? Viel besser ist, ich sage, der Gommi Eschbacher steht Chef Rebecca zu Diensten. Herzlich willkommen, Rebecca Kloppat. Hallo Rebecca. Hallo, dass du da bist. Ja, gleichfalls, merci. Wow! So einen schönen Tisch haben wir da. Haben wir gut gemacht. Ich muss aber zuerst noch schnell auf den Chefkoch zu reden kommen. Ja. Also du hast wirklich explizit gesagt, ich bin Chefkoch. Wieso nicht Köchin? Ja, das kommt noch von früher. Da hat man eigentlich, ja, das ist auch schon viele Jahrzehnte her, einige. Da war eigentlich Köchin nur eine Anlehre, die man 2 Jahre gelernt hat. Und das war nicht der gleiche Standard wie ein Koch. Und ich habe viele Jahre gesagt, ja, ich bin aber Koch. Ich habe 3 Jahre gelernt und das ist mir wichtig. Wobei auch, wenn es heutzutage Koch und Köchin gleichgestellt ist. Mittlerweile sage ich, es geht mir einfach um die Sache. Und da ist es mir gleich, ob es männlich oder weiblich ist, sondern meine Freude, die ich habe, die am Kochen, und das ist die Sache. Und darum bin ich ein Koch. Das ist eine grosse Passion. Interessanterweise bist du hier aufgewachsen im Bündnerland, so in einem kleinen Dörfli, glaube ich, mit 50 Seelen. Oder dann zumal, jetzt hat es noch 30. Jetzt hat es noch 30. Seit du weg bist, sind alle mitgezogen. In einem Bauernhaus? Ja, genau. Wie hat es dich zum Herd getrieben? Ja, das ist so eine Geschichte, wo wir ja müssen heuen. Wir hatten ganz Haufen Sommerferien gehabt, dass wir heuen daheim auf dem Bauernhof. Das war bei uns halt noch so gang und gäbe und ich habe es einfach nicht gerne gemacht. Es hat mich immer angeschissen. Richtig grusig. Anstatt Heu hast du gesagt, ich gehe her. Genau, und dann habe ich gesagt, gut, dann koche ich doch lieber. Und meine Mami hat mir da geholfen, weil sie auch super Köchin ist. Und dann habe ich eigentlich schon recht früh für einen Haufen Leute gekocht, so 10, 12, 13. Ist Bauern denn eine Alternative? Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Es ist so etwas Schönes, aber ich koche einfach lieber. Ja, ist doch für uns eins viel besser, als wenn du irgendwo in einem Krachen oben purst. Genau. Aber man weiß ja nie. Vielleicht gibt es ja mal dort oben etwas Schönes gemeinsam. Ja, die Eltern haben ja noch so ein Beizchen im Bauernhof, wo man zwischen ihnen etwas essen kann. Und das kann man dort auch genießen. Ich habe gesehen, du hast Äpfel mitgebracht. Das ist Erntesaison. Richtig. Jetzt habe ich gedacht, es gäbe etwas Anständiges. Jetzt gibt es Äpfelschnitz, oder was? Ja, ich denke, wir machen das jetzt mal ganz klassisch. Ganz klassisch? Okay. Nein, lieber nicht. Klassisch à la Rebecca heisst? Genau. Wir machen jetzt eigentlich... Das, was da ist, das ist eigentlich der ganze Baum. Ja, und das Ganze da noch sieht man Äste und Blätter und alles Mögliche. Ich habe jetzt eigentlich aus dem Baum, also aus dem, was der Baum hergibt, eine Spagüri gemacht. Eine Spagüri? Genau. Was ist das? Eine Spagüri ist eigentlich, wenn man aus etwas den Körper braucht, eine Seele macht und einen Geist dazu gibt. Was ist deine Kochphilosophie? Also so ganzheitlich? Ganzheitliches Denken, das finde ich extrem wichtig, dass man halt auf die Natur schaut und auch das Lebensmittel braucht, dass man sagt, hey, ich nehme jetzt nicht immer nur den Äpfel und der Rest soll ja sein, wie man will. Ich frage mich einfach nur, was man aus der Stille macht. Aus der Stille vom Äpfel? Ja, da kann man zum Beispiel, ich habe jetzt ein anderes Destillat, aber da kann man zum Beispiel destillieren. Das ist jetzt aus dem Äpfel selber. Also aus dem Äpfel gibt es einen Schnaps? Genau, jetzt haben wir hier einen Schnaps gemacht. Man kann aber zum Beispiel auch das Destillat aus dem Holz machen. Das schmeckt dann wieder ganz anders. Aus dem Holz? Genau, oder man kann zum Beispiel den Äpfel veräschern und dort daraus ein Destillat machen. Man kann alles machen. Okay. Auf alle Fälle habe ich zum Beispiel Blätter haben wir eingesalzen und die dann rausgebacken. Also das ist jetzt ein eingesalzenes und gebackenes Äpfelblatt. Und wenn du jetzt ein bisschen hier dran schmeckst, das schmeckt eigentlich so ein bisschen nach Mandeln. Das stimmt, ja. Oder? Gar nicht nach Salz. Richtig. Und das ist halt das Schöne daran. Das kann man dann so weiterführen. Ich gebe euch, ich kann jetzt gleich weitergehen. Ja, das ist gut. Das ist interessant. Also, jetzt, was machen wir? Also, fangen wir doch gerade an. Wir tun am besten gerade, wir haben hier die Äpfelringe. Also, du hast jetzt mal, es gibt jetzt ein gesamtheitliches
Genau. Am besten tun wir vorzu ein bisschen drauf und wir erklären, was wir alles haben. Also, wir haben Schnitz. Das, Genau, das sind mal ganz mein bescheidener einfache Gemüse Schnitz. kann das jetzt alles noch identifizieren. Genau. Trocknet daheim wahrscheinlich, oder? Genau. So, ist das gut? Das ist absolut fantastisch. Und dann? Also, dann haben wir hier jetzt das Destillat, der Geist, oder? Wir haben hier den Körper vom Äpfel und jetzt können wir eigentlich den Äpfel mit dem Geist einsprayen. Ist auch fein. Ja, ist gut. Super, oder? Also jetzt das so. Das ist jetzt der Äpfelgeist. Genau. Und das ist ganz eine einfache Küche, so koche ich auch daheim. Total einfach, sage ich auch immer. Nein, oder? Das ist sehr basic. Ja. Also jetzt haben wir da den Geist auf den Äpfel gebracht. Sensationell. Und jetzt haben wir hier die Asche, das ist die Seele vom Baum. Woher kommt die Asche? Die Asche, die haben wir jetzt auch vom Äpfel selber genommen. Wir fangen jetzt Du hast oben einfach den Äpfel verbrannt? Genau. Jetzt können wir hier eigentlich das noch schnell ein bisschen zeigen. Willst du das machen? Du bist Ja, und da hat es einen Flammenwerfer. Ein riesiger Flammenwerfer. Also was ist da drin in dieser Pfanne? Das ist die Schale vom Äpfel. Weil den Äpfel selber haben wir hier noch verkocht. Hey, das macht Spass. He? Super, oder? Und jetzt zünde ich das an. Ist da noch ein bisschen der Duft. Rauchmelder. Der Rauchmelder meldet sich. Schmeckt es? Jetzt mach nicht so einen Latsch. Das schmeckt nichts. He? Nein. Das ist, glaube ich, irgendwie... Falsche Seite. Ja, das ist die falsche. Ich muss zunächst mal auf diese Seite gehen. Also, das ist jetzt die Tasche. Genau, die schmeckt halt sehr fein. Und das habe ich eigentlich aus dem... Du sagst, sie schmeckt fein, die rümpfen die Nase. Nein, wirklich. Ja. Schmeckt es nicht fein? Schmeckt doch, also jetzt kommt's, oder? Eben. Ja, zuerst hat es ein bisschen zu viel Rauch gehabt. Also wir tun die Asche so ein bisschen da drauf. Genau, und dann haben wir hier die Spagürung. Und dann fahren wir unten weiter, da haben wir den Äpfel eigentlich als Chutney gemacht. Mit dem Inneren. Gekocht. Genau, mit ein bisschen Essig. Normalerweise tut man noch Zwiebeln und alles Mögliche dazu. Und wenn wir den puren Geschmack vom Äpfel wollen, haben wir einfach den Äpfel verkocht mit ein bisschen Essig drin. Äpfelessig. Äpfelessig, logischerweise. Genau. Eigentlich den ganzen Äpfel braucht, bis auf die Kerne. Die sind hier vorne, die habe ich wie brannte Mandeln gemacht. Die Kerne? Richtig. Die das sind auch toll zum Essen. Das ist ein Knüblibütz, aber was macht man nicht alles? Ja. Also du hast die Kerne zum Äpfel ausgerübelt. Genau. Und wie einfach in der Pfanne. Genau, wie brannte Mandeln. So kochen wir daheim, gell? Also die ersten Damen haben schon die Hände so in der Luft, oder? Also was mache ich mit dem Chutney? Gerne einfach so einen Löffel voll oder zwei, wenn wir noch ein bisschen verteilen. Gerne. Ja. Und da drauf? Sehr gerne, ja. Das ist natürlich auch Äpfelholz, oder? Das ist das Äpfelholz und das ist eigentlich der Ast und das ist so symbolisch. Noch ein bisschen, also nein, eigentlich nicht. Es ist schon zum Anrichten gut. Ja. Super. Jetzt, ist das etwa lang genug, der Chutney? Also den hast du stundenlang gekocht? Genau. Jetzt tun wir da noch... Und was ist das? Das ist jetzt noch etwas ganz Cooles, was vielleicht die meisten effektiv noch nie daheim gemacht haben. Das andere ist ja ganz normal. Das ist Äpfelholzglasse. Also Glasse aus dem Holz raus. Ohne Äpfel selber drinnen haben. Äpfelholzglasse. Genau. Wir wollen ja nicht nur das Filet vom Ganzen haben, wir wollen ja alles brauchen, oder? Wir tun ja das Ganze. Ja, aber wie entsteht ein Äpfelholzglasse? Total einfach. Ist alles ganz einfach. Ist alles ganz einfach. Ja. Nein, wir tun eigentlich das Holz so in Raspeln schneiden, dann kurz anrösten im Ofen, mit dem Rahm auskochen. Mit dem Rahm auskochen, genau, das geröstete den Rahm Holz. aufkochen, das Holz drin schnell ziehen, wie einen Tee abpassieren, dass das Holz nicht drin ist. Ja, das sonst ist ja schon nicht so. Genau, sonst hat man gerade einen Zahnstocher dabei. Genau. Dann nachher tut man das eingefrieren und das ist jetzt ein Paco-Jet-Becher, das ist so ein bisschen küchentechnisch, das gibt eine saubere Glasse. Gut, das könnte man jetzt auch noch daheim machen, aber das Äpfelholz ist vielleicht ein bisschen schwieriger, da muss man zuerst den Baum fällen. Genau. Und was ist das? Äpfelkernöl. Äpfelkernöl. Genau, und das haben wir jetzt wirklich ein bisschen weingesponnen. Das ist natürlich, jetzt tun wir hier ein bisschen Töpfchen machen, dass das Ganze auch ein bisschen schön aussieht. Ja, doch. Und dann wird es noch dekoriert mit den gerösteten Äpfelkernen. Richtig, die kannst du gerne drauf tun. Es ist ja, Veganer-Küche ist ja so en vogue. Was haltest du von dem? Darf ich das einfach jetzt unbedingt einfach drauf tun. Ja. Ich finde es eigentlich eine schöne Bewegung in dem Sinn. Weil es tut den Leuten eigentlich wieder ein bisschen zeigen, was eigentlich auch so abgeht mit dem ganzen Fleisch und so. Ja.
Ich selber esse jetzt meistens auch nur Fleisch von meinen Eltern daheim. Nicht immer natürlich, aber so viel wie es geht. Aber du bist jetzt nicht jemand, der sagt, oh, mein Baby muss schon veganisch aufwachsen. Nein, damit weil ich finde, es gehört ja alles dazu. Man muss einfach, das ist ja das, was ich dann vielleicht in Zukunft auch so ein bisschen zeigen möchte, dass man fast ein bisschen wie ein Ökosystem auf dem Teller hat. Das wäre dann so meine Geschäftsidee. Manchmal sind ja die Teller von der Gourmet-Küche fast wie farbige Kanarienvögel. Man kann es einfach fast nicht mehr essen. Das ist dann eben nicht mehr gut. Das ist dann nicht mehr so gut, gell? Das ist so. Jetzt hast du noch das geröstete Äpfelblatt drauf. Nein, das ist Bachen. Bachen. Das ist eben im Salz gelegen. Genau. Ja, was haben wir noch sagen? Da hat es noch etwas Komisches. Ja, genau. Ich habe ein paar lässige Sachen mitgenommen, die vielleicht so spannend sind. Das kann man schlecht, glaube ich, verdauen. Nein, das geht eigentlich auch ganz gut. Wenn man das malen tut, kann man zum Beispiel das in eine Soße rein tun, wie zum Beispiel auch Bernstein. Das ist von einem Holz, wo der Wein drin ist, also von einem Eichen. Eichenfass, Genau. Das ist der Weinstein. Das ist der Weinstein am Boden. Und der schmeckt total genial. Also es hat ganz einen feinen Geschmack. Und dann tut man mörsern. Mörsern ganz fein und dann kann man entweder in eine Scheune tun oder eben halt zu einer Creme machen oder. Ganze Haufen. Ich bin völlig sprachlos. Nur noch schnell zum Schluss. Du hast gesagt, du hast noch lustige Sachen mitgenommen. Ja. Immer noch rund um einen Äpfel oder sonst? Nein, sonst noch einfach Sachen, die wir hier haben. Das ist zum Beispiel 14'000-jähriges Buchenholz. Das haben wir gekriegt von Zürich. Die haben das ausgegraben und dann haben sie uns das geschickt, beziehungsweise eben am Stefan. Und das verkocht ihr jetzt? Da haben wir, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben das geräuchert gehabt. Man hat ja immer so viele Sachen und dann nach dem nächsten Menü ist schon wieder alles weg. Aha. Aber da haben wir zum Beispiel noch Eisen oder Eisen, ja, das finde ich ganz charmant. Das ist cool. Das ist sensationell. Vor allem ist es auch gesund. Ich serviere Ihnen einen Nagel. Genau. Nein, was macht man aus so einem Eisendraht? Verschiedene Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch schon Suppen gemacht, dass es ganz heiß drin geworfen wird, wenn halt aber die nehmen das Eisen dann wieder raus? Das kommt wieder raus, ja. Also wenn man Eisen nass macht, schmeckt das nach Pilz. Aha. Und so kann man eigentlich Sachen assoziieren, die vielleicht etwas anderes sind. Fluxus sagt man dann dem, wenn man das Gericht so ausbauen. Und das Rosmarinbäumchen schwenkt man den Gästen unter der Nase, oder wie? Genau. Nein, das ist jetzt eigentlich noch für da der Abschluss in dem Sinn. Und zwar ist Rosmarin ein Modifikator zum Apfel. Das heisst, heutzutage sagt man dem Food Pairing. Wo hat es da noch Schönes? Food Pairing. Und das ist eigentlich wie bewiesen, molekular her, also von der Struktur her, dass das ein sehr guter Träger und Mithelfer vom Geschmack vom Äpfel ist. Also wenn man das alles zusammen isst, dann tut eigentlich der Rosmarin den Geschmack vom Äpfel unterstützen. Also ich muss mir zuerst den Rosmarin durch die Nase gehen, damit ich molekular parat bin. Das ist dann alles unterbewusst und total interessant. Wenn man zum Beispiel Mandarinli und Thymian zusammen servieren, dann ist das wie eine Geschmacksexplosion. Oder Trüffel und Lavendel, das ist einfach wow. Die armen Gäste, die das nächste Mal zu mir zu Besuch kommen. Das wäre jetzt das Menü. Das wäre es jetzt, ja. Aber es sieht doch wahnsinnig schön Relativ aus, oder? einfach. Ja. Ich glaube, die sind so lustig. Ja, bringen wir es mal zum Probieren. Darf ich euch... Ich würde jetzt einfach weitergehen mit einem Löffel. Und wir sind natürlich gespannt, wie es schmeckt. Ja, sie haben schon sehr viele neugierige Blicke. Schmeckt es einigermaßen? Wartet die. Vertraut sich. Stecken Sie ins Maul und sagen mir, wie es schmeckt. Am besten ein bisschen von allem probieren. Schmeckt man das Holz? Ja. Ihr dürft auch sagen, es sei grusig. Das ist etwas anderes Mal, wenn ich dann noch mal kurz also, wunderbar, geben es weiter. Und in diesem Sinne, Rebecca, vielen herzlichen Dank. Tolle Inspiration. Eine völlig neue Art zum Kochen, meine Damen und Herren. Und ich denke mir, da kann man sich tatsächlich inspirieren. Aber jetzt machen wir einen riesen Rank, und zwar ins Leben. Ins Leben, wie es der Alltag schreibt. Und ganz oft ist die Spirale im Leben, wenn sie jetzt durchabgeht, ziemlich erschreckend. Es fängt so säuferlich an, wenn man so ein bisschen gute Laune hat, sagt man, ja, jetzt puffen ich ein Jointli und irgendwann muss man sich ein bisschen zusätzlich aufmöbeln, nimmt Prise Kokain und irgendwann kommt es so weit, dass man sich einen Schuss Heroin setzt. Und schon, zack, ist man voll
im Sucht- und Drogendschungel. Und mein nächster Gesprächspartner hat genau das erlebt. 14 Jahre lang ist es immer mehr mit ihm abgegangen, bis er wirklich ganz unten war. Aber er hat es geschafft. Seit 4 Jahren sind Drogen für ihn ein Fremdwort. Er ist wieder daraus herausgekommen. Er hat plötzlich wieder eine Zukunft und ein Leben vor sich, das sinnvoll ist und das er selber gestalten kann. Wie das möglich ist worden, das möchte ich gerne von ihm jetzt erfahren. Darum herzlich willkommen, Fabian Florin. Schön, dass du da bist. Hallo Fabian. Ich muss mit einer ziemlich banalen Frage anfangen. Warum wird man süchtig? Weil es cool ist. Drogen geben einem etwas ziemlich Cooles. Also, und das fesselt einem ziemlich schnell. Ja. Heisst das mit anderen Worten, wenn man mal daran geschnuppert hat, dann ist die Gefahr sehr gross, dass man bleibt hängen? Die Gefahr ist sehr gross, ja. Muss nicht heißen, aber die Gefahr ist gross, ja. Wie hat es bei dir angefangen? Mit 14, das erste Mal so etwas ausprobiert? Ich war immer schon ein bisschen Rebell. Lieber draußen auf der Straße rumhängen. Angefangen zu rauchen, sehr früh. Angefangen zu kiffen, zu saufen. Ja, und das hat halt dazu mal Spass gemacht. Und vom einen geht man ins andere. Und Umgang mit Kollegen, je nachdem, schlechte Einflüsse. Und es ist alles sehr grau, weil alles recht lang her ist eigentlich. Aber mit 14 merkt man dann aber auch, dass es vielleicht in der Schule hapert, oder kann man das gut unter den Tisch wischen? Ja, merken tut man es schon, aber ob man es wahrhaben will, ist die andere Frage. Aber ich habe natürlich sehr viele Tage gefehlt. Die Schule hat nicht gewusst. Die Schule hat gemeint, ich bin daheim. Daheim haben sie gemeint, ich sei in der Schule. Viel geschwänzt, Seich gemacht. Die Aufgabe war praktisch Fremdwort für mich. Irgendwann mal ist es von ein bisschen Kiffen und etwas einwerfen einen Schritt weiter gegangen. Magst du dich besinnen an den ersten Schuss, den du gesetzt hast? Ja, kann mich noch gut daran erinnern eigentlich. Ja. Ich war schon länger süchtig auf Koks und auf Heroin. Habe schon viel hinter mir, schon viel ist passiert. Ja, daheim irgendwann, es hat nicht mehr gelangt, was etwas Stärkeres hat müssen und meistens findet man auch immer die Leute, die einem das zeigen. Man weiss irgendwo hinter links, auch wenn es in dem Sinn, wie du gesagt hast, cool ist. Also, und das machen wir wirklich unter ganz grossen Anführungszeichen. Man weiss, was es bedeutet, wenn man anfängt zu spritzen. Gibt es irgendwo im Kopf eine Reaktion, dass man das Gefühl hat, nein, das sollte ich nicht? Ja, natürlich. Das kommt schon ziemlich schnell. Wenn man süchtig wird, geht das eigentlich ziemlich lässig, dass man das erkennt irgendwo. Leider ist das Problem in der Sucht, dass man zuerst muss auf der erste Konsum am Tag dient eigentlich nur dem dazu, dass man wieder auf Normaltemperatur, Betriebstemperatur kommt, wie wir jetzt heute hier sitzen, oder? Und erst dann die zweite Investition in Drogen bringen einen wieder höher auf. Und der Weg wird immer länger der Teufelskreis immer komplexer. Genau, man wacht am Morgen auf und man ist krank und man hat Schmerzen im Körper, Schweißausbrüche. Alle verdrängten Probleme der letzten 3 Jahre fangen sich an Führer graben ins Gewissen und das will man so schnell wie möglich wieder betäuben, oder? Ist es einfach in der Schweiz zu den Drogen zu kommen, die man will? Ja. Sehr einfach. Ja. In der Schweiz ist es einfacher, an harte Drogen zu kommen, als an etwas zu kiffen. Effektiv. Effektiv. Das ist erschreckend, oder? Als Tatsache. Ja, wobei sich das auch geändert hat. Mittlerweile ist das schon nicht mehr so wie damals zur Letta-Zeit oder so. Ja. Du bist am Schluss auf der Straße gelandet, kann man sagen, mehr oder weniger. Praktisch, ja. Wie kann man da überleben? Also,
Du hast gesagt, man muss den Körper auf Betriebstemperatur bringen. Das heisst, man muss Stoff haben. Das heisst, das kostet Geld. Genau. Wie kommt man zu dem? Ja, wenn man nicht in einer staatlichen Institution ist, die einem Drogen verabreicht am Morgen und am Abend, dann zu 90% ist es Beschaffungskriminalität. Mhm. Was hast du alles gemacht? Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich habe beschissen, betrogen. Also ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Also. Geht einem ein Gefühl jetzt fürs Unrechtsein verloren? Also, Menschen wachsen auf in einem Rechtssystem, sie wissen eigentlich intuitiv, das ist kriminell und das ist noch gerade härter der Grenzen. Wenn man auf diesem Trip ist, hat man überhaupt noch so ein Gefühl von Rechtschaffenheit oder nicht mehr? Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Das ist, glaube ich, personenabhängig. So. Ich kann jetzt nur von mir reden. Also ich habe eigentlich immer gewusst, wenn ich Scheiße mache oder etwas Gutes. Also mein Sinn für Recht war eigentlich da gewesen. Mein gesunder Menschenverstand hatte ich eigentlich gehabt, aber ich habe das total ausblendet und außer Acht gelassen, oder? Besteht eine Sehnsucht, wegzukommen, immer von dieser Sucht, währenddem, dass man noch voll drin sitzt? Ja, das ist eigentlich schon... Da kann ich auch noch wieder von mir reden. Also, ich denke, es gibt Leute, denen gefällt das vielleicht. Mir hat das nie. Meine Sehnsucht, zum irgendwann mal aufhören und den Sprung rauszuschaffen, war eigentlich immer da gewesen, ja. Geschafft hast du es, weil du bist verhaftet worden und zu 3,5 Jahren Gefängnis wegen Diebstahl, Hehlerei. Du hast auch gehandelt, dealt. Ja, natürlich. Und mit dem Geld was gerade wieder reingetatscht? Ja, es hat Tage gegeben, da macht man zwischen 5.000 bis 10.000 Franken. Und in der Hälfte der Zeit kann man das aber auch wieder rausgeben, das Geld. Also, es war ein Auf und Ab. Kunden? Alle, die auf der Straße leben oder andere? Von A bis Z. Also Banker, die bestellt haben und man musste liefern? Ja. Also das ist jetzt nicht einfach erfunden? Nein, das ist die Realität. 10 Meter da draussen fängt das an. Sind wir verblieben, man hat dich verwutscht und du bist verurteilt worden. 3,5 Jahre Gefängnis. Was ist dir durch den Kopf? Ja, ich war schon im Gefängnis. Jetzt in das Gefängnis, wo ich hätte gehen musste, habe ich schon ein bisschen gewusst, was dort drinnen abgeht und so. Also, 10 Minuten im Gefängnis und dann hat man den richtigen Stoff. Ja, wenn man die Leute kennt, so wie ich, dort drinnen, dann ja. Und sonst geht es 1 Stunde, 2. Ja. Das ist ja eigentlich auch verrückt, oder? Eigentlich ist es sehr traurig, ja. Aber das dient auch wieder zum Zweck. Also man darf nicht schwarz-weiß denken da, oder? Also, ja. Aber du hast dich entschieden und hast gesagt, ins Gefängnis gehe ich nicht. Jetzt ist meine Chance. Ich gehe in eine strikte Entziehungskur. Ja, eigentlich hatte ich voll Rasches. Also, es hat mich so etwas von angeschissen. Aber ich habe irgendwie gewusst, oder? Ich habe schon 2, 3 Entzüge probiert. Und ja, manchmal ist es gut, wenn man vor die Wahl gestellt wird. Und, entweder Gefängnis und mein Leiden zögert sich auf 3,5 Jahre raus, weil drinnen werde ich weiter konsumieren, werde weiterhin krumme Sachen dort drinnen machen. Oder ich mache den Entzug und probiere es, weil wenn ich es dort nicht schaffe, dann kann ich noch ins Gefängnis. Ja. Wie schwierig ist es, das durchzuhalten, den Entzug? Sehr hart, sehr hart. Es ist 2 Monate gegangen. Ja. Entzug von etwa 4 bis... Nein, Entzug von 6 Substanzen. Ja, 2 Monate hat es gedauert. Und man konnte etwa so eine halbe Stunde, 3/4 Stunde in der Nacht schlafen. Und tschüss? Voll auf Strom. Also Schmerzen, Übelkeit, Schweißausbrüche. Die Sachen, die wir verdrängt haben, kommen wieder führen. Also die ganze Welt bricht über einen rein, nebst dem, dass mein Körper noch voll im Arsch ist. Ja. Hast du aufgegeben unterwegs? Ja, also es hat schon Knörz gegeben. Also, schlussendlich haben sie mich dann im Entzug in eine Zelle gesperrt. So. Weil ich auch dort wieder ein bisschen Zeichen gemacht habe und so. Aber ja, aber haben sie irgendwie...
durchgestanden. Es ist, wie ist jetzt die Zeit ohne Drogen? Ach, alles ist besser. Alles ist besser. Und die Zeit mit den Drogen, wie hast du die in Erinnerung? Grauer Schleier. Es ist so... Es hat auch schöne Momente gegeben. Aber hauptsächlich ist es... Die 10, 14 Jahre kommen mir vor wie ein Jahr, 2. Oder ich kann mich so fast nicht mehr erinnern. Oder? Bist du jetzt ein glücklicher Mensch? Jawohl. Du führst eigentlich schon fast bürgerliches Leben mit einer wunderbaren Freundin, die der ETH ihre Doktorarbeit schreibt. Nein, das hat noch nicht. Aber, ja. Aber wir hoffen, dass es einmal so weit kommt. Wohnst in einem Chalet. Ist jetzt plötzlich das Bürgerliche doch auch etwas Erstrebenswertes? Wie meinst du jetzt das? Im Sinne von einer Familie, vom Zusammenleben, vom Ferienmachen. Ja, das sind, glaube ich, die wichtigen Sachen im Leben. Also die kleinen Sachen, Ferien, schön wohnen. Ja, das ist... Besteht immer noch die Versuchung? Ja, täglich natürlich. Täglich. Wie widerstehst du dir? Ja, also ich habe ja, nach dem Entzug bin ich ja nicht einfach auf die Straße gefallen worden. Also haben sie mich ja nicht einfach auf die Straße gefallen, dann habe ich eine Langzeittherapie machen. Und im Laufe dieser Therapie, das ist im Neutal, im Beretzwil, dort im Zürich Oberland. Und im Laufe dieser Therapie, die machen das so, wie ich Graffiti-Workshops mache. Ich bringe den Leuten nicht bei Sprayen, ich probiere den Leuten das Werkzeug zu geben, dass sie sich daheim selber beibringen können, zu sprayen. Und ähnlich war es dort. Sie geben dir das Werkzeug mit, um sauber zu bleiben. Und da gehören ganz viele Sachen dazu. Und ja, wenn ich Lust auf Drogen habe, gibt es verschiedene Techniken. Manchmal muss ich es aushalten, manchmal muss ich mit einer geliebten Person reden, manchmal kaufe ich mir Schoki oder... Es gibt für jede Situation gibt es eine andere Lösung. Was ratest du? Deine Eltern haben zweifellos gelitten, also deine Mama, du kennst den Vater ja nicht. Ja, meine ganze Familie. Und die Schwester und alles. Also ja. Was ratest du, wenn jemand in der Familie spürt, dass ein Kind oder ein Verwandter das gleiche Schicksal erlebt? Oh, das kann man auch nicht verallgemeinern. Mir hat es gut getan, dass man mich gehen lassen hat. Das hat mir gut getan. Also sie haben mich so wie gehen lassen, aber gleich haben sie mich nie aufgegeben. Also es ist so, das eine und das andere muss man vielleicht ein bisschen trennen. Ja. Und das Gespräch suchen ist nie falsch. Also, sicher nicht totschweigen. Ja. Thematisieren, dass es ein Problem gibt. Das ist wichtig. Ja. Und aber irgendwo klar Grenzen setzen. Genau. Dass der andere spürt, da kann man nicht einfach immer wieder probieren, sondern jetzt muss ich selber irgendetwas unternehmen. Jawohl, ja. Ich wünsche dir viel Kraft weiterhin. 4 Jahre ist eigentlich schon eine ewige Zeit. Dann kannst du die nächsten 60 Jahre auch noch so weiterfahren, oder? Ja, schön wär's. Schön ist es. Schön ist es, ja. Oder? Ich werde es machen. Genau. Schön bist du da gewesen. Danke Alles vielmals. Gute. Danke vielmals. Tschüss. Ja, aus diesem Gespräch spürt man, es gibt eine Zukunft. Man muss sie nur wollen. Die Zukunft, die ich bei meinem nächsten Gesprächspartner euch vorstelle, an die werdet ihr euch wahrscheinlich erinnern, wenn ihr diesen Namen zunehmend immer wieder begegnen. Er hat schon mit 6 gewusst, dass er Sänger werden will. Mit 15 hat er sich entschlossen, von daheim wegzuziehen und in ein Internat zu gehen, um Musik zu studieren. Und jetzt ist er 19 und bereits mit seiner Stimme überall auf der ganzen Welt unterwegs und verblüfft die Leute, was er alles kann. Aber am besten, und ich glaube, da spüren wir genauso wie dir jetzt, dass es eine wunderbare Stimme ist. Am besten hören wir gerade selber. Herzlich willkommen, Aeneas Humm.
Streut über mein Haupt dein schwarzes Haar, neig zu mir dein Angesicht, da strömt in die Seele so hell und klar mir deiner Augen Licht. Ich will nicht droben der Sonne Pracht, noch der Sterne leuchtenden Kranz. Ich will nur deine Lockennacht und deiner Blicke Glanz. Vielen herzlichen Dank. Aeneas. Freut mich. Was haben wir gehört? Strauss. Richard Strauss, Breit über mein Haupt. Lieder in diesem Alter singen. Offenbar war das für dich immer ein Bedürfnis gewesen. Eigentlich Schon ja. Als Gil. Sie ganz klein, ja. Andere haben mit Bauklötzchen gespielt, später sind sie shooten. Was hast du gemacht? Ich habe auch mit Bauklötzchen gespielt, Shooten nicht. Also Sport ist nicht so meine Welt. Aber ich habe mit Giga gespielt, mit Klavier gespielt und dann angefangen zu singen. Das war meine Welt. Oder meine Welt. Wieso ist dir das so klar gewesen? Ja, also ich habe schnell gemerkt, dass ich jetzt in der Schule wirklich sehr schlecht war. Und ich habe gewusst, ich muss irgendetwas finden, dass ich doch in dieser Welt einen Platz habe. Und dann habe ich mit der Zürcher Sängerknabe angefangen und es hat mir wahnsinnig Spass gemacht. Und ich habe bis vor kurzem nicht Noten lesen und alles trotzdem Ist nicht wahr? Ja, ich habe vor 2 Jahren erst Noten lesen gelernt. Und ich konnte trotzdem alles singen und ich so gedacht, das ist doch vielleicht so ein Bereich, wo ich mich meine Nische suchen könnte. Du studierst jetzt in Bremen, hast schon grosse Auftritte gehabt, Touren, Konzerte, Oratorien singst, alle Opern schon, in modernen Opern mitgemacht. Bist immer der Jüngste, mit 19. Immer. Ja. Wie reagieren da Kollegen und denken, nein, ehrlich, jetzt kommt der wieder und räumt ab? Also, ich habe nicht so viel Konkurrenz gehabt, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meinen Kollegen, liegt mir sehr am Herzen auch. Natürlich, ich muss mir viel anschauen, dass ich keine Persönlichkeit habe, dass ich mit 19, damals noch 18, nicht mein Debüt haben kann, das ist viel zu früh. Andererseits, wenn es geht, warum nicht? Man muss irgendwann den Schritt wagen und damals war es mit 18, jetzt singe ich es mit 19. Und ich singe das ja ganz anders, wenn ich mit 32 das gleiche Lied singe, wird das ganz eine andere Interpretation sein natürlich. Was haben deine Eltern gefunden, wo du gesagt hast, so, mit 15 ich ziehe aus, ich gehe ins Musikkonservatorium, also ins Internat besser gesagt, adieu? Also mir hat die Entscheidung zusammengefällt. Ich hätte auch eine Lehrstelle gehabt als Fachmann Gesundheit. Ist mir ganz ernst gewesen, sogar auch. Ich glaube, ich wäre nicht so erfolgreich gewesen. Nach dem ersten Mal Blut gesehen wahrscheinlich, wäre es auch fertig gewesen, die Reise. Aber sie haben mich sehr unterstützen mich bis heute immer. Wir sind immer im Kontakt auch. Und sie haben mich sehr unterstützt. Ja, das ist schön. Habt ihr nicht gefunden, es wäre jetzt gescheiter, du würdest jetzt nicht proben, sondern raus spielen? Also ich hatte ja wirklich einen guten Ausgleich gehabt. Also ich bin genauso auch auf dem Spielplatz mit den Nachbarschaftskindern wie drinnen am Singen und sie haben mich auch nie geschickt zum Singen. Also ich habe immer gesagt, ich will jetzt Musik machen. Du heisst Aeneas. Es gibt ja berühmte Oper von Purcell, Dido und Aeneas. Haben die Eltern schon sozusagen in vorausschauender Weitsicht gefunden, sie nennen jetzt ihren Sohn Aeneas, soll er mal eine Musikkarriere machen? Also dann ist der Plan aufgegangen. Ja. Das ist ein seltsamer Name. Also für mich nicht. Ja, logisch. Du lebst jetzt seit 19 Jahren damit. Ja. Hat es einen Grund? Dass ich den Namen habe? Ja, mein Vater hat gefunden, er will nicht, dass man den Namen schreiben kann. Damals hat es nur Schreibmaschinen gegeben, also ich nur eine Schreibmaschine gegeben, und E hat es einfach nicht gegeben auf dieser Schreibmaschine. Aha. Nur AE. Aha. Und er hat gefunden, das ist gut, auf dem Pass kann nicht mein Name stehen. Und leider nachher ist der Computer gekommen mit dem Buchstaben E. Er hat den Vater gefunden, er wollte den Sohn ein bisschen plagen mit einem Vornamen, den man nie schreiben kann. Das war eine kreative Entscheidung. Ach so, okay.
Wenn man von allen Seiten hört, du machst eine Weltkarriere mit deiner Stimme, dann wird der Druck ja extrem groß. Wie geht man mit dem um? Ja klar, also ich sage immer, nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Also die Leute erwarten immer mehr. Ich bin nicht so selber, ich mache mir nicht so einen großen Druck. Ich denke, wenn es jetzt mal nicht so gut geht, dann geht es nicht so gut. Wir sind keine Roboter, wir sind normale Menschen. Es kann mal ein Fehler passieren. Hoffentlich passieren Fehler, dann lernt man daraus. Natürlich, das ist ab und zu, denke ich auch, es wäre vielleicht einfacher, hätte ich alles das nicht und müsste wirklich alles das noch viel mehr dafür schaffen. Aber es ist jetzt nicht negativ, der Druck. Ich glaube, das ist positiv, es gibt mehr Antrieb und mehr Motivation. Es gibt so einen Spruch beim Shooten, sagt man, die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter. Gibt es die Angst des Sängers vor dem Blackout? Klar. Ich hatte auch schon ein Blackout in Budapest bei mir jeden Abend, wo ich gar nicht mehr gewusst habe, was kommt. Weder welches Lied, noch Melodie, noch Text. Und dann habe ich mit meinem Ungarisch mich entschuldigt beim Publikum und in die Noten geschaut und weiter gesungen bei der Pianistin. Das ist natürlich ein schlimmer Moment und ich hoffe, das passiert mir nie wieder, aber es kann auch mal passieren. Aber vielleicht muss einem das passieren, vielleicht um zu wissen, was das heisst. Ja, also ich hoffe, dass es mir nicht mehr passiert, aber das war ein gutes Erlebnis damals. Gibt es bei dir auch Nächte, wo du am Morgen um 4, 5 Mal heimkommst, nach einem längeren Ausgang? Nicht nur eine. Und am nächsten Morgen ist man als Sänger so, ist die Stimme noch da? Ja, also am Morgen wache ich auf und ich mache und dann ist alles in Ordnung. Gut. Und dann mit dem iPhone kurz schauen, ob der höchste Ton und der tiefste Ton da ist und dann ist man ruhig. Aber das macht man effektiv? Also ich mache das oft, ja. Aber ich gehe jetzt wenn ich weiss, ich muss am nächsten Tag ein grosses Konzert singen, gehe ich auch nicht richtig Party machen vorher. Das ist natürlich, also muss man auch ein bisschen aufs Publikum achten, weil die zahlen auch Geld, die wollen etwas Gutes hören, nicht etwas Schlechtes. Wie sieht dein Leben aus, der Alltag jetzt? Also mein Alltag, ich habe nicht so einen Alltag, jeden Tag ist anders, jede Woche ist anders. Also ich bin etwa 200 Tage im Jahr unterwegs, ganz Europa, auch immer, also jetzt Amerika letzte Monate. Ich muss viel üben, ich muss jeden Tag mich mit dem Singen beschäftigen. Meine Regel geht mittlerweile nicht mehr einen Tag ohne Singen, weil ich muss sicher einmal am Tag mich mit etwas beschäftigen. Und sonst für Konzerte. Ich arbeite viel mit meiner Lehrerin Christina Lacki zusammen für alle Konzerte, die kommen. Das heisst, man muss immer an sich arbeiten. Das ist immer. Also man muss sich immer entwickeln. Viele Sänger, wenn sie jung sind, wagen alles. Es gibt ein berühmtes Beispiel, wie Sonne, ein Kaufmann, der plötzlich nachher Probleme hat mit der Stimme. Gibt es die Angst, dass man zu viel macht, 200 Tage reist, immer unterwegs ist und die Stimme dann irgendwann mal plötzlich weg ist? Klar, die Angst ist da. Es kann aber etwas anderes passieren, dass mein Flugzeug abstürzt. Dann ist mehr als die Stimme weg. Ja. Man muss sich wahnsinnig gut Sorgen machen. Also ich habe sehr viele Anfragen. Wenn ich alle Anfragen annehmen, die ich bekomme, würde ich jetzt nicht mehr singen wahrscheinlich. Weil ich habe grosse Anfragen bekommen, viel abgesagt, weil ich merke, das ist für mich zu früh, ich kann das gar nicht bewältigen. Über ein 120 Mal Orchester singen, ich bin noch nicht so weit. Und da muss man sagen, wenn man die Anfrage in 10 Jahren wieder bekommt, ist schön. Und wenn nicht, dann gibt es andere Anfragen sicher. Genießt du den Moment des Konzerts oder gibt es grosses Lampenfieber? Also Lampenfieber gehört dazu. Bei mir ist es in der Form von Müdigkeit. Also ich bin vorne fast eingeschlafen. Vor dem Auftritt wirst du schon wahnsinnig müde? Ich werde wahnsinnig müde, ja. Okay. Weil es ist doch ein grosser Stress. Also stundenlang allein singen, das ist doch, fordert einiges. Aber der Moment, wo man auf die Bühne kommt, das ist einfach unbeschreiblich. Für das lohnt sich das eigentlich, das zu machen. Was willst du den Leuten geben mit deiner Stimme? Freude. Vielleicht können sie die Zeit geniessen, vielleicht können sie abschalten von ihrem Alltagsstress, können sie sich mal auf etwas konzentrieren. Ich glaube, während dem Konzert ist man nicht am Handy, ist man nicht mit anderen Leuten in Verbindung, ist man nur mit sich und mit dem Künstler oder mit der Künstlerin. Das ist so mein Ziel. Und den Leuten etwas mitgeben, wenn sie am Abend heimkommen, dass sie sagen, ja doch, das hat mich berührt, das würde ich wieder mal anhören. Wollen wir uns noch einmal berühren, meine Damen und Herren? Ha? Ja? Nein? Ja? Ah! Ja? Singst du noch etwas? Ein gutes Nachtlied. Ein gutes Nachtlied. Aber nicht auf Schweizerdeutsch leider. Nein, aber du uns verzaubern. Also von Robert Schumann, aus dichter Liebe Nummer 2, aus meinen Tränen sprießen. Was sprießt? Aus meinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor. Und meine Seufzer werden
ein Nachtigallenchor. Ja, schöner könnte man unsere Sendung gar nicht ausklingen, meine Damen und Herren. Zukunftsmusik hören wir da mit dem Aeneas Humm. Wer noch ein bisschen Fernsehen schaut, der schaut jetzt das NZZ-Format «Wir mit Schweiß, Tränen und Schwielen» nächste Woche wieder. Ich zähle auf euch. Bis dann. Das Lied der Nachtigall. Ich wache über jeden Herzschlag. Und ich bin dabei, wenn das Herz überfließt. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte